Das Ätherparadies. Ein Ort, wo Pokémon in Frieden und Harmonie miteinander leben können. Zumindest in der Theorie, hier bei Pokémon Sonne und Mond. Hallo, willkommen zurück. Theorie, weswegen, werden Sie noch sehen. Aber es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie man uns hier glauben lassen möchte. So viel sei schon mal verraten. So, wir sollen jetzt hier irgendwie nach der Präsidentin suchen. Machen wir das mal. Hey, yo! Der Kanton entwickelt wurde, soll verrückt nach Pokémon sein. Ja, ein richtiger Pokémaniac. Hat sogar mit Pokémon geklont oder verbunden. Es ist der Bill. Bill. Man einen Stern vom Nachthimmel handeln können, einfach seine Gestalt verändert hat. Um sie kümmern. Okay. Ja, wenn es bei Starmie so wäre, müsste auch bei Sterndu sein. Ne? Also, Und die Frage, wieso brauchst Sterne und trotzdem Wasserstern ist ja zur Entwicklung kein Sonnenstein, ne? Wenn es schon von den Sternen kommt und so weiter. Das ist einfach ein Seestern, Punkt, fertig. So, es ist ein großer Ort hier. Jetzt wieder zurück bei Tali. Tali den Bahn. So. Sind dann bald schon mal da. Tralala, da kann ich noch mal erklären. Wenn lang genug Urlaub in Sonne macht, holt sich irgendwann einen Sonnenbrand. Aha. Ja, nee, ist klar, hey, Vulpix vor allem. Eigentlich Feuer-Pokémon, holt sich einen Sonnenbrand, wird zum Eis-Pokémon. Ja, warum auch nicht? Vulpix kann das. So, müssen gleich da sein. Jo. Meine süßen, geliebten Pokémon. Ich werde immer dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Ich beschütze euch meiner Liebe. The power of love. Nanu? Michael und Tali. Ich heiße euch im Ätherparadies willkommen, der Privatinsel der Äther Foundation. Ich bin Samantha, die Präsidentin der Foundation. Es freut mich wirklich sehr, euch endlich kennenzulernen. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die auf ihrer Inselwanderschaft mehr Pokémon erfahren wollen. Bedauerlicherweise gibt es auch schrecklich egoistische Menschen, die Pokémon ohne Rücksicht auf deren Wohlbefinden dafür einsetzen, Profit zu machen. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich schlüpfe für die Pokémon in die Rolle einer Mutter, überschütte sie meiner Liebe und erdrücke sie damit. Selbst Pokémon aus fernen Welten, fernab der Alola-Region, sind meiner Liebe würdig. Wow, was für ein großes Herz. Wow, Samantha, was du alles machst. Präsidentin so einer großen Organisation und das, obwohl du doch so jung bist. Ja, der Tali, mir so zu schmeicheln. Da verzeichnet dir sogar das Duzen. Ich bin schon über 40, musst du wissen. Guter Witz. No joke. What? Im Ernst jetzt? Du bist so eine alte Schachtel. Nee, Schatz beiseite. Jetzt bin ich so schockiert. Ein guter Look kann ihm Wunder bewirken. Bei der Gelegenheit, Tali, ein Outfit können durchaus etwas peppiger sein, wenn ich das mal so anmerken darf. Wenn du möchtest, kann ich dich gerne mal bei einem Einkaufsmummel beraten. Ich weiß ja nicht. Dein Stil ist schon ziemlich speziell. Lilly steht da sicher total an mir. Tja. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Überlass das einfach alles mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auf das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Da habe ich so meine Zweifel. Was jetzt? Erdbeben? Also wir sind vom Meer draußen, so ein Seebeben? Diese Erschütterung. Kann das aus dem Untergeschoss? Hey, was treiben die da? Was? Ist das ein Pokémon? Du, kommst du aus einer anderen Welt? Fiep, 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 fiep. Samantha, sei vorsichtig, irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Fiep, 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 fiep. Du arme Kreatur.
So ein Pokémon habe ich noch nie gesehen. Sollen wir etwa gegen es kämpfen? Ist das eine Entwicklung von Apokalyp? Oder? Servus? Okay, ist schon mal kein österreichisches Pokémon. Ja, grüezi wohl die Gotzen so. Schweizer so offenbar auch nicht. Wieso muss er gegen es kämpfen? Hallo, was ist los? Unbekannt. Oh mein Gott, das ist Missing No. Das hat keine Nummer. Aber immerhin hat es Statuswert. Ja, das ist schon mal etwas. Also es ist ein Pokémon, man kann gegen das catchen. Schön. Wir haben 27. Ja, war eigentlich mal Z-Move, ja? Das ist ein Gift-Pokémon! Aua! Oh, ziemlich schnell das Viech. Yeah! Flower Power! Warte mal, ist ein Gift-Pokémon, setzt eine Pflanzenattacke ein. Doof. Ja, woher soll das wissen? Ich weiß nicht, was das für ein Typus ist. Ja, also ein Pokémon hat einen Typus. Oder nicht. Hä? Alter, das ist wenig Schaden gemacht. Ja, ich weiß, Handlungssteigen und so weiter ist mir schon alles klar und so, aber trotzdem. Was denn mit Giftschock kommen sie jetzt halt Sensei ein. Sensei. Giftschock. Sensei macht das schon. So, Sensei, wir mal sagen, Konfusion war. Gucken, also echt ein Pokémon ist, müsste einen Typus haben. Wow! Also doch irgendwas in Richtung Gift, aber Alter, macht das wenig Damage. Die Welle. Irgendein Syro-Pokémon. Alter! Holy moly, es fehlt einiges aus. Die Musik ist so. Da greift die Flucht, ernsthaft? Das dauert mir jetzt lange, ihr seid scheiße. Und. Tschüssi. Raum verzerrt. Kommt das für etwas aus der CO-Welt wie Giratina? Ich hatte es schon befürchtet. Wir brauchen wohl doch das Kleine. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass er entführt wird. Hä? Was meinst du mit Samantha? Was ihr ihm gesehen habt, war eine Ultrabestie. Ein Wesen aus einer anderen unbekannten Dimension, das so eine Ultrapfolle zu uns stieß. Alter, dieses Lachen, ey. Alles läuft nach Plan. Ja, 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 ja. Es muss Fänglich gewesen sein. Jemand wurde es ohne Vorwarnung in unsere völlig unbekannte Welt gebracht. Ich muss ihm helfen. Ihm mit bedingungsloser Liebe begegnen. Grins. Ihr beiden, ich danke euch. Wofür? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab versagt. Pia, wir sollen nicht vergessen, dass unsere beiden Gäste eigentlich auf Inselwanderschaft sind, richtig? Bring sie bitte zur nächsten Insel. Natürlich. Ich werde nachsehen, wo meine geliebten Pokémon allesamt wohlauf sind. Außerdem muss ich noch mit Fabian reden. Ich hoffe, er kann mir erklären, was da unten vorgefallen ist. Oh, das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Ich sollte schnellstmöglich alles in die Wege leiten, damit meine Aether Foundation in der Lage ist, auch Ultrabass in ihre Obhut zu nehmen. Jawohl, Mann. Dann werde ich euch mal nach Ula Ula bringen. Ula Ula, Ula Ula, Ulala. Tschüss, tschüss. Michael macht gar nichts. Ich hätte nie gedacht, dass er mal einen Ultrapforde sehen würde. Das muss unbedingt Professor Burnett erzählen. Ja, dieser Unfall oder wie man es nennen will. Mir fehlen leider die Worte, aber ich bin froh, dass ihr es so positiv seht. Also wirklich schön, euch beide getroffen zu haben. Hier, ein kleines Andenken an den heutigen Tag. Ein Malasada und eine TM. Cool, war für ein TM. Ein Maximalasada, danke!
Psychokinese, ja Mann! Da wird sich Sensei freuen. Tschüss, tschüss. Ich würde mal, nö. Themengeschenk bekommen. Will ich mich bedanken? Nö. Warum auch? Ich bin Michael der Unhöflere. Puh, mir schlägt das Herz ihm noch bis zum Hals. Die Ultrapforte gibt es also wirklich. Und die Ultrabesten auch. Die Welt steckt voller Überraschungen. Yeah. Der Urlauber so, Und ich bin schon gespannt, was uns auf der nächsten Insel alles erwartet. Ja, Ulla ist eine Insel. Zeit für einen Snack. Wie sieht eigentlich so Malasada aus? Ah, ist das ein Döner für Arme? Nee, ist für Arme, ist ein richtiger Döner. Also, Kebab, kein Döner. Sogar, also, doch ein Döner, aber kein Dürüm. Ist egal. Ja, was lecker. Nichts mehr da ist. In normalem Brot statt Fladenbrot. So. Jetzt den Schuh raus. So, Freunde, Ulla, dritte Insel. Hier geht einmal ein bisschen Action ab. Es ist hier auch eine etwas speziellere Insel, kann ich auch schon mal sagen. Vor allem, man sieht da oben links, sieht ganz seltsam aus. Und hier wird es endlich mal so weit sein, dass ich wieder mal ein paar Folgen aus Pokémon Sonne zeigen kann. Was ich aber eigentlich gern vorher noch machen würde, ich würde sogar in der nächsten Folge mal gucken. Hutsasa! Da werden wir, diesmal ganz ohne Stolpern, hey! Ja. Wir eigentlich nochmal zurück zu der letzten Insel. Ulla sieht auf den ersten Blick ganz anders aus als die bisherigen Inseln. Weißt du was, Michael? Holen wir unser Pokémon raus und kämpfen. Wird geheilt? Nö. Ah, jetzt. Ja, zur letzten Insel zurück, weil wir können, ich bin gar nicht so sicher, noch einen relativ wichtigen Pokémon-Kampf austragen gegen Kiawe oder gegen Tracy. Ich bin gar nicht mehr sicher, welches wirklich war. Ich glaube, hier im Mond müsste es Kiawe sein. Oh. Es ist ein Alola Raichu und ich habe natürlich ein Pflanzenflug-Pokémon draußen. Das ist natürlich auch clever. Speziell, Freunde, Raichu, Alola Raichu, man sieht schon ein bisschen, weil es so schwebt und so. Es ist Elektropsycho. Ich habe nur Spartak auf dem Team, scheiße. Ja, komm, Dark Toxic. Wir machen Psycho-Moves nichts und Elektro müsste eigentlich auch locker abfangen können. Zumindest mehr oder weniger. No, vergiften! Nö. Okay. Mach mal Abschlag, weil eben es ist ja Psycho. Hey, du Psycho! Kalpura! Er hat ein Flammara, wie geil ist das denn? Giftsamen vergiften. Es ist ein Feuer. Ja, der physische Angriff von Flammara ist übel. Giftgriff. Aber wäre doch eigentlich jetzt das, also Dark Toxic Pokémon, was physisch relativ was aushalten müsste. In Theorie zumindest, so. Und Marike, ja, es ist so keck. Ja, aua. Trotzdem relativ viel Damage. Normal vergiftet, oder? Naja, ist normal vergiftet, kein toxisches Gift. Leider Gottes, was will's machen? Come on. Ja, eben, Feuerzahn. Natürlich schon stark, keine Frage, aber hier, guck mal, Siedewasser. Und Marke Level 31, sehr schön. Noch 3 Level bis zur Entwicklung. Dark Toxic, noch 8 Level bis zur Entwicklung.
Marike, ich bin da, wer noch? So, wieder mal switchen, wir kennen es nicht anders. Starter gegen Start, lass mich ran, es kommt direkt ein Safe-Move. Nö. Das wundert mich doch ein wenig. Tja, Herr Kumpel, dafür kommt jetzt meiner. Ja, yeah, Mann. Flower Power! Ja, yeah, es wird Zeit für brillante Blütenpracht. Wie brillant ist das denn? Es ist voller Brillanten. Was? Alter. Oh mein Gott, Kaiporas coole Frisur, die ist am Arsch. Hat er gar keinen Säckkristall? Hat ihm den Atem verschlagen. So, Kaiporen tun ein bisschen trocken föhnen. So mag es unsere Eule, wa? Kaipora! Ja, Mann! Dann bringen wir noch relativ viele hier hinten, komm. Ja, Mann, ganz geil, danke! Wie sieht's beim Rest aus? Ja, komm. Oh Mann, komm meine Arme! Nee, lieber nicht. Wo haben wir es hier? Hallo? Ja, das ist schön. Hui, was für ein atemberaubender Kampf. Jetzt muss er erstmal wieder zu Atem kommen. Als erstes geht es zu Professor Kokui. Er war im Malia hat hier gerade auf uns, richtig? Warum eigentlich genau da? Naja, das finden wir wohl bald heraus. Tschüss. Bis dann. Tali. Wir sind auf Ulul angekommen. Das ruft nach einem neuen Insel-Pokédex, Mann. Ich freue mich schon. Ich bin schon gespannt, auf welche Pokémon du hier treffen wirst. Mein jetzt hier gerade noch nie davon gehört, was mag es wohl für ein Ort sein? Frag mich gerade auch. Und ein ziemlich cooler Ort. Da oben ist bereits, okay. So. Jetzt haben wir natürlich, bevor ich es noch vergesse. Psychokinese! Er hat es dringend nötig, unser cooler Affe. Kommandutan. Kommandutan. Ja, du mich auch. Die Pokémon in deine Obhut, das ist so geil. Ja, wir finden's ja so steil. Und ich überlege, wie löse ich das am besten mit dem Team. Also ist ja so, Freunde, ist ja sicher mal was nächste Zeit kommen wird. Mit Sunder entwickelt 34, der Rest natürlich auch wie gewohnt normal trainieren etc. etc. Kaipora, nach der Entwicklung bleibt es ziemlich sicher ein Team. Marikek fürs Erste vermutlich auch. Mitsunda kommt raus. Und zwar aus dem Grund, weil ich es in Sonne sowieso trainiert habe und dann in späteren Parts noch ausführlich deswegen zeigen werde. Das heißt, wir haben wieder Platz für neue Pokémon. Darktox würde ich eigentlich auch gerne rausnehmen. Nach der Entwicklung. Ist schon ein cooles Pokémon, so gar keine Frage und kommt sicher noch ins Reserveteam, aber ich würde doch gerne ein Amphiras trainieren. Quasi in Kombination aus Mitsunde und Dark Toxic dann. Weil Feuergift. Ganz viele Unlicht-Pokémon, das habe ich aber eventuell auch schon im Petto. Mal gucken. Das heißt, fürs Endteam vermutlich drin bleiben die beiden, Kaipora und Sensei. Marikek eventuell auch, noch nicht ganz sicher. Was noch kommen wird, ist, glaube ich, hab's
Aber es irgendwo schon. Nee, noch nicht, wahr? Crabbox plus Entwicklung. Was wir schon gesehen haben, wir haben noch aus Dingsbums rübertauschen wir aus Sonne. Zum Normal trainieren, das einerseits und andererseits noch entwickeln, da muss auch ein bisschen kryptisch vorgehen. Also sprich entwickeln, wenn es auf Sonne muss auch da zeigen, weil es entwickelt sich hier auf Ula Ula, aber leider erst relativ spät. Warum? Kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. Was ich noch eigentlich gerne machen würde, ist noch den Käfer ins Team nehmen. Der Elektrokäfer, Problem ist, entwickelt sich erst auf der nächsten Insel. Und ich will eigentlich relativ früh trainieren, da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Aber je nachdem kann es echt sein, dass wir 3 bis sogar 4 Pokémon noch austauschen. Das 4. wird der Ersatz für Marikek sein, auch ein Wasser-Pokémon. Allerdings ein Event-Wasser-Pokémon aus der 5. Gen. 5. Quatsch, aus der 6. Gen natürlich, Entschuldigung. Beziehungsweise sogar aus der Demo. Was hatten wir da für ein Wasser-Pokémon in der Demo? Genau. Es wird Quatschutsu sein. Quatschutsu, Mann. Das wird so geil. Lass mal gucken, ob wir noch irgendwie etwas zum Verkaufen. Die Triperle. Der Rest ist sonst soweit cool. Wie sieht's denn aus mit der Kohle? Habe ich noch genug für alles? Kann knapp werden. 5 Tränke. Beleber, der muss auch noch sein. 3, ja, der muss sein. Das habe ich noch. Gut, Zitter. SOS Battles. Gibt's hier coole TMs, Ruheort, Katapult, Aeroas. Muss man so alle kaufen für das komplette Spiel halt. Das wird eher später anstelle vom Flugcover. Ja, kann man eigentlich machen. Stahlflügel, Fassade. Fassade, wenn ich selber machen würde, weil mir selber irgendwie Statuseffekt geben würde, wäre es eine Option. Steinpolitur eher weniger. Diese Kehrtwände. Ja, das ist auch nicht verkehrt. Eine TM namens Kehrtwände. Eigentlich immer geil. Eigentlich. Na klar, Pflücker kann die Eule lernen, aber Aeroas nicht. Da muss ein bisschen Entwicklung warten. Ich hoffe es zumindest. Das ist eigentlich auch so ein Witz, wa? Mit Sundern Feuer-Pokémon kann eine Käferattacke lernen. Was zum Henker? Das ist vor allem nachher noch viel sinnlos nach der Entwicklung. Das süße Nichtstun. Gib mir was. Ein Mewtwo bekommen. Cheater. Nee, Quatsch. Ja, Mewtwo habe ich auch noch auf Oras, glaube ich, war mittlerweile. Hä? Der XY? Ne, Oras müsste es sein, war. Der XY war eigentlich auch. Aber egal. Freunde, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part also entweder hier auf Ula Ula weitermachen oder ganz kurz zurück zur letzten Insel gegen Tracy oder Kiara kämpfen. Bin echt nicht mehr sicher, gegen wen es war. Und dann, mal gucken, wa? Was es noch so alles geben wird, um vor allem, ja, wegen Amphiras, wa? Wir müssen uns zuerst noch entwickeln und da muss ich noch gucken und hast nicht gesehen und tralala um Vierteljahr. Ne, es geht echt ein bisschen darum zum Schauen, wie kriege ich ein weibliches Molunk, wa? Das könnte echt noch eine Knacknuss sein, aber egal, kriegen wir schon noch hin. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen!